5, 4, 3, 2, 1, 0, go! Hallo, ich bin ein besonderer Schmetterling und möchte dir eine Geschichte erzählen. Aber erstmal muss ich dir sagen, wo ich mich befinde. Nämlich in Mazedonien, das Land, das mit großen Namen in der Weltgeschichte verbunden ist, wie etwa Alexander der Große oder Mutter Teresa, die in der Hauptstadt Skopje geboren wurde. Das Land hat den ältesten noch existierenden See Europas und einer der ältesten der Erde, Ohridsee. Ich möchte dir die Geschichte der Ohrid-Perlen erzählen, die nicht unter dem Wasser von den Muscheln produziert werden, sondern auf dem trockenen Boden, in den Werkstätten der Familien Filevi und Talevi. Die Zutaten kommen aber aus dem See, Muscheln und Schuppen des endemischen Fisches Plaschica. Der erste, der die Ohrid-Perlen gemacht hat, war der Michail Talev, der im 1928 die heimliche Rezeptur von einem russischen Migranten abgekauft hat und Materialien aus Bethlehem für die Produktion gekauft hat. Die Rezeptur ist ein strenges Geheimnis, das durch Generationen vom Vater zum Sohn weitergegeben wurde. Bekannt ist nur, dass die Fischschuppen eine Zutat der Emulsion sind. Mit ihr wird der Kern der Perle gepinselt. Er ist von Muscheln gemacht worden, an dünnen Stäbchen aufgeklebt und wird je nach seiner Größe pro Millimeter einmal bemalt. Die Produktion geht durch mehrere Phasen und die Bemalung muss erstmal austrocknen, bevor man die nächste Schicht macht. Die Ohrid-Perlen sind schon von vielen prominenten Damen getragen worden, wie etwa Catherine Deneuve, König Silvia von Schweden, Königin Margrethe von Dänemark, Königin Elisabeth, Prinzess Diana. Und Novak Djokovic hat einige Perlen gekauft. Sie betonen die Schönheit. Sie sind Krönung der Liebe oder Symbol des Dramas. Sie erzeugen Emotionen genauso wie die Schmetterlinge. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass ich ein besonderer Schmetterling bin. Ich bin auch ein Symbol des Landes. Ich bin die filigrane Schmetterling. Über mich und den mazedonischen Rubin, den ich trage, in den nächsten Folgen von Storytelling.